Gute Möttech alle goeten Pressekonferenz ganz herzlich op dieser Pressekonferenz. Es geht den TICE, deet sech nämlich eppes beim TICE, dat geht nicht unbedingt an die gute Richtung. Ich bin noch direkt dem Jean-Claude Tümmel, den Präsident vom Landesverband, Kandidat als zu Schöpfling für die linke Gemeindewahlen tut, den ist dann aufklärt über die problematische Entwicklung von TICE. Merci. Merci Lynn, merci, dass ihr alle heute gekommen seid, für die Pressekonferenz, die wird schon nur geteilt. Deet sich eppes beim TICE, von dem da ein bisschen mehr guckt, leider ist es nicht so, wie zu hoffen gewünscht wäre, am positiven Sinne. Da zumindest die Lektüre von TICE-Komitees-Rapporten an dem sogenannten Concept global de transport en commun pour la région sud du Luxembourg, se sperrig mal voraus an. Im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten, an denen die Syndikat Transport Intercommunal du Kanton d'Esch mal exponentiell gewachsen ist, soll dann Zukunft irreversibel sein. Wieso? Das ist die Entscheidung froh. Ich habe mir im Detail gegeben vom Sujet nach einer kleinen Präzision. Die Lenkkursisch erwerten sich auch weiter ansetzen für einen performanten öffentlichen Transport an öffentlicher Hand. Weil dieser Meinung nur das, was öffentliche Hand, also die Allgemeinheit, also wir alle finanzieren, auch in der öffentlichen Kontrolle muss bleiben. Weil das dann nur geschieht, beziehungsweise soll dann nur nachgeschehen. Für das Frage zu beantworten, sollte mir als der Rapport von der Reunion vom TICE-Komitee vom 10. November 2022 mehr im Detail gucken. Du hast auf der Seite 3 nutzen lesen, dass der Präsident vom TICE-Büro, Member vom Komitee über eine neue Konvention zwischen dem Syndikat TICE und dem Staat, die imminent soll sind, informiert wird. Aber für kurz zu machen, aufgrund von der eigentlichen Heraushandlung der neuen Konvention sollen der Rapport vom Staat und die Funktionskräfte vom TICE um rund 1 Millionen Euro gerufen werden. Das entspricht einer Kürzung von rund 70%. Und dazu genau dem Zeitpunkt, wo beim Ministerium der Transport Public davon ausgeht, dass mit Horizont 2021 den gesamten öffentlichen Transport um ziemlich genau 25% zu kürzen. Muss ich nicht dermaßen gut anrechnen, sie für erst von der Teilischen Eppes nicht so richtig klar. Natürlich ist die Abrechnung sowohl beim Büro wie beim Komitee von TICE groß. Für einen geht der Weise vorgestellt, wie sowohl im Ministerium der Administration des Transports Public knallhart Fehler geschaffen. Ohne am Vierfeld mit einem langjährigen Partner TICE diskutiert zu haben, das ist aus unserer Meinung nur absolut inakzeptabel. Interessanten Detail vielleicht nach, die Konvention vom November 2014 zwischen Staat und TICE gab zu keinem Moment denunziert. Ganz allgemein gesehen, als die Auflehnung beim TICE groß, übrigens auch bei uns. Aber insofern, dass das gerade in diesem Moment alles da darum durchkennt, das ist natürlich schwer zu sagen. Fakt bleibt aber, eine Kürzung von 9 Millionen Euro von der staatlichen Subvention als ein frontaler Attack auf den TICE, der in so nicht verstoßen ist. Und das also als ein Graf und Traf für das gut Funktionär auf den TICE zu werden. Das hat dann Konklusionen an dem annoncierten Bericht vom 10. November 2022 steht, als Einschätzung nur absolut allein. Sollte der Staat bei seiner Kürzung bleiben, muss eine Mesure geholt gehen für Mama-Geld ins geben. Der Vizepräsident vom TICE-Büro hat mit folgenden Aussagen in diesem Rapport zitiert. Entwickelte Pisten, beispielsweise eine Reduktion von den Linien, die vom TICE vorgehen, ganz allgemein. Oder aber eine Reduktion von der Frequenz auf den dienstenden Linien, ganz allgemein. Eine komplette Abstelle vom sogenannten Schülertransport, das gibt eine Abspurung von 35 Stufen oder nach 35 Busse bedeutet. Und zu guter Letzt, und ich zitiere, repenser le statut sur lequel le futur personnel du syndicat sera employé. Wobei für uns keine von diesen Optionen wirklich eine Option ist. Wir haben alle bei der Frage vom Statut als ein ganz großes Vigilance umgebracht. Das Statut von Gemeindebeamten, an dem TICE-Chauffeuren angestellt sind, als eine große soziale Errungenschaft, die nicht kampflos kann und soll umgehen. Der Gemeindebeamtenstatut für Chauffeuren soll also über die Subventionskürzungen für ein öffentliches Syndikat TICE ausgehebelt gehen. Für uns ein absolutes No-Go. Wie auch all die anderen
ugedörrten Lesungsvorschläge sind für uns absolut inakzeptabel. Öffentlichen Transport, und wir wiederholen nicht, an öffentlicher Hand muss gestärkt und nicht geschwächt gehen. Eine Schwächung muss man alle Mittel verändert gehen. Bis heute gibt es kein Revirement an dieser Frage. Im TICE-Büro bleibt still, im Minister auch. In dem ganzen globalen Umschlag zu gehen, wird die Sache TICE-Law an der sogenannten, also wird schon nicht sperrig, Concept global de transport commun pour la région sud du Luxembourg à l'horizon tram rapide gegossen. Mit der Kreation von einem Réseau Region Sud geht es aber nicht in Richtung Ausbau von TICE, wie eben hinten erwarten, mehr an die andere Richtung. Mit einer ganz aufwissungsreichen flotter PowerPoint-Präsentation vom Ministerium wird halt vieles durchgestaltet. Manches mit ganz transparent, manches mit vielen Estimationen. Es sind jeweils ganz klar durchsetzt dabei. Bei der Proposition allerdings, dass die gefahrenen Kilometer pro Jahr angeht, steht beim TICE es sagt ein Minus, nämlich ganz genau minus 16%. So wie im Moment ausgesagt wird, mit der Arrivée von Tram Rapide an der Realisierung von sogenannten CHMS, also Korridor à haut niveau de service, wo dann haben nur Bus à haut niveau de service drauf vorbewerten, da vom TICE und die global gefahrenen Kilometer signifikant zurückkommen. Und dabei wir am nächsten Anfang, ich wiederhole mich, wir wollen den öffentlichen Transport an öffentlicher Hand stärken, sodass den zukünftigen Herausforderungen gewusst ist. Dafür allerdings müssen wir ganz drei Sachen, die heute zitiert sind, evaluiert gehen. Und zwar ganz schnell. Merci. Merci, Jean-Claude. Ich denke, dann habe ich uns das es ist nämlich Geschichte von TICE, in der Stück geguckt, als und von dem von gratis öffentlichen Transport, also wenn wir einen öffentlichen Service will aufschaffen, dann muss ich die Service ausfüllen, ein bisschen so effikaz ist, dass ich so immer schaffen einen Hof oder mehr Ersatzungen durch ein oder Privatservice. Das für Suchen zu spüren oder für Gewinn zu machen, und das ist eine gängige Praxis von neoliberaler Politik, neoliberalen Parteimembern, wie sie auf majoritär an der Chambre, an anderen Gemeindesyndikaten sitzen. Denner Finanzierung von TICE, darüber was der Jean-Claude angegangen, wo sie so, dass das Öloschers, was das Linien jeweils aufgeschafft gehen, dass Passagen von Bussen aufgeführt gehen, login auch immer schon mehr Privatlinien beim TICE oder beim RGTR. Beispiel kann ich nennen, Kiel wird nach für ein Jahr 300 Stunden direkt Bus gehalten für den Staat. Mittlerweile sind wir bei E-Bus, den nach just 1 Stunden fährt. Der Jean-Claude als aber Viertron wird den ugedeiht, dass an nächster Zeit wieder keine Funktionäre mehr beim TICE gegen Abstand gehen. Du kann ich noch am Rapport vom TICE-Komitee neu lesen, dass am Argument geschieht, dass es nicht genug Buschauffeure gibt am Moment, weil die Buschauffeure den Examen nicht packen für das Funktionariat. Und da muss ich sagen, die Probleme von der Formation von den Buschauffeuren, das ist auch ein hausgemachtes Problem. An den aus der nämlich der Logik entstanden, wenn die möchte, heute TICE 900.000 € für anständig, 900 Millionen Gefehle für anständig können zu funktionieren. Die nicht genug Buschauffeure, weil es doch immens unglückliche Schürde gehen bei der Formation von den Buschauffeuren. Die Lesung dafür ist aber sicher nicht durchschaffen vom Funktionärsstatut, wie es für den TICE vorgesehen ist. Also das Hauptargument, am Zukunft immer noch Employee nur beim TICE anzustellen, das eben, dass ein Examen für Funktionär zu gehen, die Mischstände packen, weil sie den Code 95 stehen obligatorisch als für die Formation, Centre de Formation entweder nicht packen oder doch dort Wartezeiten zu lassen. Lo fehlt Buschauffeuren in der Zukunft werden doch noch mehr gebraucht gehen. Am mehr sind uns dieser Dringlichkeit voll bewusst, wie das aber die falschen Ansatz, den Beruf von Buschauffeur zu bradieren und dann die Möglichkeit, dabei eine Funktionärskarriere quasi aufzuschaffen. Aber wenn nicht bei der Formation hoppert, und das ist evident, weil der Tour de sech, die Leute seit 2013 konstant zwischen 60 und 70%. Wenn das was, dann muss die Formation überschafft gehen und dann müssen auch mehr Moyen an der Formation und auch an der Centre de Formation gestellt gehen.
an der Presse den Lolie sind beim Centre de Formation zu Sösen seit 2019 noch so eine starke Mission tun. Und da die Infrastrukturen vom Centre de Formation, die momentan an einen Container innerhalb als immens mit TICE noch schon lange hat, müsste renoviert gehen. Die Linke tun ein frohen Teil der Buffer gestaltet, ein parlamentarisch Hoch, für den Grund von den Emissionen zu vorholen. Madame Innenminister ist auch nicht, ob das vorgegangen. Sie hat also geantwortet, die Regierung nicht kennt, wissen, wie viele Buchstaben aktuell fehlen. Aber sie sieht auch an ihrer Antwort, dass Diskussionen mit den Akteuren am Gange wären, für den Beruf von Buschauffeur mehr attraktiv zu gestalten und noch Informationen umzupassen. Also in langem Fall von TICE gesagt, dass die Realität der Innenministerin auch so nicht anspricht. Subventionskürzungen vom Staat und TICE sind da sicher nicht Lösung für den Beruf von Buschauffeur attraktiv zu gestalten und noch durchschaffen von der Funktionärskarriere auch nicht. Dafür fordern wir die Linke, dass keine Verschlechterungen mehr für Personal bei den Arbeits- und Lohnbedingungen erhalten, dass den Funktionärstatut verteidigt wird, dass auch Dienstleistungen und die Qualität vom bestehenden Service verbessert werden. Und dann, dass Gemeindekonseille, und darüber verstehen wir dann natürlich auch die Opposition, klar Anspracherecht kriegen, indem wir die am Komitee beschwert wird und auch Zugang kriegen, regelmäßigen Zugang zu den Informationen und zu den Rapporten vom TICE-Komitee. Ich stehe noch nicht viel weiter und Jos Picicali, das hier noch Gemeindekonseille für die Linke zu suchen, und hier möchte ich dann eine Konklusion vom Bild, was dann in Zukunft auch im öffentlichen Transport als Lützburg wirken und Herausforderungen auch am Kontakt mit einer Klimakrise, noch in Kontakt tun, einen nationalen Mobilitätsplan, steht dem Joss. Ja, merci. Als Gemeindekonseille, den an einer Gemeinde wohnt, wo ein von den größten, ein von den wichtigsten Linien bis am Staat sind natürlich Gemeinde Kersling, also sogar Kersling in Swissem, die auf Peter bis am Staat geht, auch relativ schnell, um ein relativ großes Problem für auf die Gare zu kommen. Du bist auf der Gare, sind als kein Parking, den hast en vue, und du bist da vielleicht von den Kantonen, die geplant ist, und du machst auch ein Gare, also ein Parking, und das ist alles verwickelt. Du machst immer ein großes Problem, was zu bringen von notamment den TICE-Linien, ob das Gare unbelangt, und wir sind nicht immer von heute auf vergüstet oder handelt, für einfach die Linien mit dem SECH zu koordinieren, das ist ein kleines Bildschirm, wo wir zwar mittlerweile ein digital Unzeichnung. Du siehst ja, dass 4 Bussen, 33, 40 und 15, die kommen in dieselbe Zeit, ob der Gare da und wann den Zug fordert, aber wann den Zug könnt, dann sind Busse fort für die aus der Stadt. Da tut Textschein nicht mal Millionen zu denen, die noch fehlen, und tut Textschein auch nicht einmal zu denen, inwiefern da den muss an die öffentlichen Linien investieren. Es will nämlich so, dass mehr an der Gemeinde den Halbstundentakt zum größten Teil von für die Linien, aber wenn die Linien gesplit werden, da sind da die Fuhren quasi den 53 Fuhren über Bierles, auch echt quasi neben den Nähen oder parallel oder hinter den Nähen. Das ist wirklich nicht opportun. All, voilà, so trifft den Tisch von unten. Alle Reklamationen, die Staat beim TICE wird als nicht viel abgeholt, dass wir eine Planänderung, wird immer gesagt, das wären relativ viel Chantier, eine Langzeit-Chantier zu fertigen, den über 3-4 Jahre dauert, das heißt, da müssen sie seinen Fuhrplan aufpassen, das geht aber nicht gemäht. Muss sogar mehr weit gehen, wenn am Komitee reklamiert, die von einem nächsten Funktionär gesagt hat, für inkompetent gebrandelt wird, mir doch nicht machen, das Mengen sprechen sich nicht gefahren zu lassen. Sei das nicht russisch, wenn wir noch hören, und wie Budget aufgehen, wie Linien dann sollen nach mehr Reduktion an die Linien, nach mehr Reduktion an Frequenzen. Davor meist geschieht da bis dann, wenn alles reformiert geht, bis 2030 oder 2035. Das kann nicht sein. Die Leute, die sind ein Lohnproblem,
man öffentlichen Transport anstatt zu kommen an die sicher das so Beispiel kommen von den neuen Beispiel von Dingen her wo Cheffe für den bessere Koordination von den vom öffentlichen Transport kann ich nicht so dass es CRL hier schon dat mehr net Martinen koordinieren. Da das menglische Problem die net direkt mat Finanzen zu dienen, da das echt das Problem von der Organisation. Und ich denke do wollte mir großen Defi mir an 3 Leute am Tisch vertun. Wenn ihr am Büro 102 am Komitee an die Hun Verfügung vor sind net best gemacht, do weisen ob Granit und dat schon über Juren, da das eigentlich schwer mir machen. Zwischen sich dunkelwolligen am öffentlichen Transport nicht mehr an den Sitzen mehr überhaupt inventoriert, inwiefern wir sollen die finanziellen Meilen gekappt kriegen. Das ist nicht ganz gut.